Was bisher geschah. Wir befinden uns in der Zeit, wo verschiedene Richterinnen und Richter das Volk Israel angeführt haben. Es war eine dunkle Zeit. Das Volk hat sich von Gott entfernt. Die Hannah, eine Frau, die über viele Jahre kinderlos war, macht in dieser Zeit Gottes Versprechen. Sie will ihm ihr Kind weihen, falls sie schwanger werden soll. Und sie steht zu ihrem Versprechen. Sie vertraut ihren erstgeborenen Sohn, den Sam, ihm an. Sie gibt ihn in die Obhut vom damaligen Richter und Priester Eli, der mit seinen Söhnen das Heiligtum in Silo betreut hat. Leider haben sich auch der Eli und seine Söhne in ihren Herzen von Gott entfernt. Und so kommt es, dass Gott direkt mit dem Sam anfängt zu reden. Der Sam lernt seine Stimme wahrzunehmen und auf sie zu hören. Das führt dazu, dass man ihm im ganzen Land bald als Prophet anerkennt. Der Sam, ein junger Mann, und das ganze Volk hört auf ihn. Was passiert ist bis jetzt? Und wir steigen gerade in diese Zeit ein. 1. Samuel. Ihr habt ja vielleicht mit dem Leseplan da ein bisschen mitgelesen. Und es lohnt sich im Fall auch, Richter zu lesen vorher. Und das zeigt, in was für einer... Also weißt, der Wildwesten war gerade eine heilige Zeit gewesen. Was dort gelaufen ist, ist erschreckend und verstörend. Leset das einmal, der Richter vor allem. Das ist wirklich schwierig. Und aus dem heraus kommt nachher der Samuel, der berufen wird und ein Prophet, ein Seher Gottes ist, oder? Und das Volk hört auf ihn. Meistens. Jetzt bei dieser Story, die jetzt kommt, so im Kapitel 4 fährt das an, da kommt der Samuel nicht vor. Also, sie haben nicht auf ihn gehört, sie haben nicht seinen Rat wollen. Und wisst ihr, so dunkle Zeiten, also wenn ihr leset den Richter mal ganz kurz, oder nur der Schluss ist am verstörendsten vom Richter, die letzten paar Kapitel, wirklich ganz. Oder, und dann denkst du, hey, nein, also wenn du das liest, dann fragst du dich, hätte Gott nicht ein besseres Volk nehmen können? Also es gibt ja viele Völker, oder? Und es hätte eins nehmen können, das weniger störrisch ist, das weniger komisch ist, das weniger verstockt ist und so weiter. Aber Gott hat das Volk berufen. Er hat wählt. Er hat es gewählt. Und es reut ihn nicht. Und in den tiefsten, dunkelsten Zeiten von dem Volk Israel, das ist die Zeit, wo wir drin sind, jetzt im Lesen und so weiter, reut Gott nicht. Und nur schon das ist eine Predigtserie wert. Weil auch mich und dich hat Gott berufen. Und in den tiefsten und dunkelsten Zeiten von deinem Leben, wo du, wenn man so schön sagt, Gott davonlaufst oder irgendwie nicht mehr glauben kannst oder was auch immer in deinem Herz passiert, er haltet das aus. Weil liest doch einmal Richter und 1. Samuel und wenn er das aushaltet, dann haltet er auch mich aus. Und das ist so eine gute Botschaft, gerade am Anfang, wo ich euch zurufen will, bevor es überhaupt so richtig losgeht, oder? Hey, Gott haltet deine dunkelsten Zeiten in deinem Leben aus. Voller Unsicherheit und Zweifel und allem und weit weglaufen. Er haltet das aus. Und auch bei dir wird er eines Tages einen Prophet schicken. Ein Seher, der zu dir redet. Und auf das kommen wir dann am Schluss der Predigt. Jetzt tauchen wir ein ins Kapitel 4. Im Kapitel 4 ist es so, das Volk Israel, oder, hat wieder mal Krieg mit den Nachbarn, den Philistern, oder? Und es ist nichts Grosses, es ist so ein kleiner, wie sagt man, Nachbarschaftsstreit, so, oder? Ganz einander mal so richtig aufs Dach. Die einen hängen da im Tal, die anderen hängen da im Tal. Zwischen ihnen eine grosse Ebene, sie rennen aufeinander zu, brum, brum, oder? Und dann schlagen sie einander und sie kämpfen hart und erbittert. Die Israeliten verlieren den Kampf. 4000 Leute sterben, Männer, vor allem im Krieg, oder? 4000 Ernährer, 4000 Papis, 4000 liebe Ehemänner, sie sterben einfach. Eine Tragödie. Und so fängt das Kapitel 4 an. Und das ist eine krasse Geschichte, oder? Und dann denkst du, ja gut, oder? Es ist jetzt halt so, die einen haben gewonnen, die Philister haben gewonnen, die unterdrücken dann die heißen, die machen Abgaben und so weiter, oder? Das läuft halt ein bisschen so. Und, aber die Israeliten sagen, weisst du was? Wir gehen doch noch nicht auf, oder?
So nicht. Also das lassen wir uns nicht gefallen. Oder? Sie sind natürlich ein bisschen traurig über das, was passiert ist. Sie sind in Not, sie haben eine grosse Krise, die Leute sind gestorben, sie haben den Kampf verloren. Was macht man? Ja, man holt die Bundeslade. Wir haben doch einen grossartigen Gott, der hat uns aus Ägypten rausgeführt, der hat uns durch die Wüste durchgeführt. Und die Bundeslade, wenn die bei uns im Heer dabei ist, wenn wir die haben, dann wird Gott mit uns sein und dann werden wir kämpfen, oder? Gut, ihr kennt ja schon den Eli und seine 2 Söhne, die sind mitgekommen, also der Eli ist daheim geblieben, der war schon ein bisschen älter gewesen, aber seine 2 Söhne sind mitgekommen in das Heerlager rein, oder? Und das sind ein paar tausend Leute dort und dann kommt die Bundeslade und dann, wir gewinnen und siegen, oder? Die Philister einen dran, ui nein, schau mal, jetzt haben sie ihren Gott im Lager und das finde ich cool. Die Philister, die kennen ganz genau das, was der Gott der Israeliten, auch unseren Gott, gemacht hat. Die wissen ganz genau und sagen dann untereinander so, du, hey, das ist im Fall der Gott, der sie aus Ägypten geführt hat. Das ist der Gott, der ihnen ein Land gegeben hat. Und jetzt haben sie seine Bundeslade. Das ist doch unfair, jetzt verlieren wir, oder? Und dann gibt es ein paar mutige Heerführer, die sagen, weißt du was, wir lassen uns nicht unterkriegen. Jetzt kämpfen wir wie Leute, wie Bären und mit Gänsen. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen Kampf und so. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Faden noch habe. Ja, genau. Die Israeliten führen Krieg gegen die Philister. Sie hatten ihr Lager in Eseb, das ist die ganze Geschichte, oder? Dann sind die 4000. Dann kommt es da, sorry, ich habe es jetzt erzählt und nicht vorgelesen, oder? Auf jeden Fall, grosser Krieg, wirklich grosser Krieg. Sie gehen erbittert einander mit Speer und allem, was sie haben. Ein riesiger Krieg. Und sie verlieren die Israeliten. Trotz der Bundeslade. Nein, die Bundeslade wird sogar geklaut. Die beiden Priester, die Söhne vom Eli, werden umgebracht und sie nehmen die Bundeslade mit. Also ein riesiger Verlust. Und die 4000 sind gerade noch heilig gewesen. Was steht da, wie viele das sterben? Nein. Ah, das haben wir schon durch. 40.000? Leck, Bobby, 10-mal mehr. Hey, was ist das für eine Niederlage? Was für eine Niederlage in diesem Krieg? Das ist ja mega krass. Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, ich meine, wieso hat denn da Gott gar nicht geholfen und wie ist denn das und so? Und das müsste doch, und die Israeliten werden sich wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt haben, oder? Die sind dann zurückgerannt und der eine kommt zum Eli, zu dem Priester und sagt, deine Söhne sind tot und die Bundeslade ist tot und dann kippt er mit dem Stuhl um und stirbt auch noch gerade, oder? Also es ist wirklich ganz krass. Warum denn? Ich habe mir so manchmal so überlegt, hey, jetzt holen die Bundeslade, oder? So, hey, wir führen Krieg, jetzt brauchen wir die Bundeslade, Gott ist dann mit uns. Und ich habe mir dann gedacht, das ist etwa ähnlich, wie wenn ich ein Kreuzchen an den Rückspiegel von meinem Auto hänge und mich dann wundere, warum es mich gleich noch blitzt. Oder? Ja, das ist ein Talisman. Das ist magisch. Das Kreuzchen bewahrt mich jetzt, dass die Polizei irgendwie Blitzkästen nicht mehr einstellt oder so. Spürt, das ist zwar ein Kreuz, ich habe ein Kreuz an, die Predigt muss gut werden, ich habe es dabei. Ja, nur so, dass ihr einen kleinen Geschmack von dem habt, wie das Denken ist. Oder? Sie haben gleich gedacht wie mit allen anderen Göttern. Kommen wir später noch dazu. Ich muss ein bisschen Führerschein machen, genau. Und das ist so ein falsches Denken von Gott. Und genau so gehen ja die Philister auch mit dieser Bundeslade um, oder? Ja, wir haben die Bundeslade, jetzt kommt sie bei uns in den grossen Tempel rein vom Gott Dagon. Wir stellen sie gerade nebenher. Und dann haben sie die Bundeslade genommen, nebenher gestellt und sie haben gefeiert, nehme ich jetzt einmal an, das steht jetzt da nicht ganz so, oder? Und am nächsten Morgen kommt der Dagon, das Stammbild kippt, bam! Sie, oh nein, was machen wir jetzt? Oder? Sie stellen den Dagon wieder auf. Und am nächsten Morgen kommt jetzt wieder der Dagon, bam, liegt am Boden, Arm abgeschlagen, Kopf abgeschlagen, so à la, hey, dein Gott da hat überhaupt keine Handlungsmacht und auch nichts irgendwie zum Denken oder so. Das ist einfach nur ein Stück Felsen, das er ausgeschlagen hat. Oder vielleicht Holz oder was auch immer. Oder? Die haben dann schnell gemerkt,
hey, der Gott da, das ist etwas Heiliges, das geht dann gar nicht. Und vor allem haben sie es gemerkt, wie plötzlich haben sie angefangen, Bühlen zu bekommen. Schrecklich schmerzende Bühlen. Überall. Und zwar nicht nur die Priester von dem Dagon, sondern die ganze Stadt. Alle haben gejammert und oh nein und ui und oh und was ist los? Und haben nicht gewusst, was, oder? Und irgendwann ist einer auf eine schlaue Idee gekommen und gesagt, weißt du was? Wir tun die Bundeslade das Dorf weiter. Ist vielleicht gescheiter, oder? Vielleicht ist es bei denen besser. Vielleicht ist es dort anders, weil die haben ja vielleicht keinen, also das steht alles nicht, oder? Aber so Überlegungen, die haben vielleicht keinen Tempel vom Dagon, sondern etwas anderes und dann nehmen wir die Bundeslade dort über, oder? Und dann haben sie das weitergemacht, oder? Dann haben sie das ins nächste Dörfli gebracht. Wir haben es da hinten drauf. Also ich habe das mitgenommen, oder? Dass man immer ein bisschen sieht bei diesen Bildern, wo die Bundeslade dann ist. Genau, jetzt war sie in Ashdod am Anfang und nachher haben sie auf Gad tun. Aber auch dort genau das Gleiche, oder? Die haben zwar nicht den Dagon bei sich gehabt, der umgekippt ist, sondern ganz viele Geschwüre und sogar Leute sind gestorben. Das geht einfach nicht, weil Gott ist ein heiliger Gott und Gott lässt sich nicht in eine Schublade stecken mit 3 anderen Göttern. Er ist der einzige Gott und alles andere ist ein Gefäll abwärts. Und er wird das immer zeigen und das wird auch da so sein. Und auch bei den Gater ist es nachher losgegangen. Jung und alt haben Geschwüre bekommen, Schmerzen gelitten. Und es hat einen riesen Aufruhr gegeben in diesem Dorf. Und hey, was ist los? Wieso haben ihr uns umbringen oder was? Warum bringen ihr die Bundeslade zu uns? Und da ist ein Ruf vorausgeeilt. Oder? Ich meine, die Dörfli sind das ja gesehen, das auf der Landkarte ist ja nicht so weit auseinander. Oder? Das ist wie wenn man da von Osterbundeslade auf Wetzikon bringt, oder? Und von Wetzikon dann auf die Hann hindern und dann am besten auf Bauma, dann haben wir sie da irgendwo im Döster, im Thurgau, komm, wir bringen sie auf. Oder ein bisschen so, oder? Aber die Leute schnarren ja miteinander, oder? Weil im nächsten, in Ekron, haben sie gesagt, wir wollen sie gar nicht, ihr wollt uns nur umbringen. Darum bringen wir die Bundesladen, oder? Also du merkst auch, die Philister unter sich sind ja auch nicht Best Buddies immer gewesen. Die haben dann auch gesagt, ja, du willst ja nur und so, deine Stadt gegen meine Stadt und so. Und dann haben sie, es war wirklich eine Tragik gewesen. Sie haben zwar den Krieg gewonnen, und zwar überragend, aber nachher, wo die Bundeslade da war, hat Gott gegen sie gekämpft. Und hat das einfach mal kurz gezeigt, oder? Und die von Ekron sagen dann, sie haben die Bundeslade des Gottes Israels zu uns gebracht, um uns alle umzubringen, schrien sie durcheinander. Also das ist Panik in dem Land hinein. Und das haben sie dann auch nicht gemacht, sondern sie haben gedacht, ja, wir müssen irgendetwas machen, die Bundeslade muss weg und der Gott ist ja so heilig, so gewaltig, so großartig und das haben sie ja vorher schon gewusst. Und jetzt haben sie es hautnah erlebt. Und wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Gott betreibt ein Stück weit Mission. Der hat seine Größe gezeigt. Das wäre jetzt der ideale Augenblick gewesen für die Philister, um zu sagen, hey, wow, jetzt sehen wir ja das Kräfteverhältnis von unseren Göttern. Ich glaube, ich wechsle. Tja, sorry Dagon, sorry Baal, sorry Astarte, wie auch immer du heisst, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will zu dem Jahwe-Gott. Ich will zu dem Gott, weil der hat ja jetzt bewiesen, auf 100 und zurück, dass er grösser ist. Die verpassen die Chance. Es gibt nämlich die andere Möglichkeit und sagen, ja, also wenn er nicht bei uns ist, dann merkt man, dann sind die Bühlen auch weg, oder? Also schicken wir sie doch wieder zurück zu den Israeliten. Und so verpassen sie eigentlich eine riesige Chance. Sie nehmen dann 2 säugende Kühe, also Kühe mit Jungen, und die Jungen lassen sie daheim. Das finde ich ganz cool, oder? Damit Kühe, die würden ja eigentlich im Normalfall, ich bin jetzt kein Bauer, aber die würden ja zurück umkehren, oder? Zu ihren Kälbchen zurück, weil sie ja das wollen, oder? Also die wollen ja zurück und die Kälbchen sind wichtig. Aber die spannen einen riesigen neuen Wagen, tun die Bundeslade drauf, dann geben sie noch goldige Geschenke mit und Drucker, oder? Damit das ja nicht irgendwie, oder? Den Gott zufriedenstellen und weg mit dem, oder? Und dann sagen sie, weißt, wenn die Kühe umkehren mit dem Wagen, dann ist alles nur Zufall gewesen. Weil so 2 so Kühe, die gehen ganz sicher zurück. Aber wenn sie weggehen, nach Israel zurück, dann ist es wirklich Gottes Hand. Und ihr könnt euch vorstellen, oder? Muend und widerwillig, aber sie sind direkt ins Land der Israeliten zurückgelaufen, weil es eben Gott war, der dahinter steckt. Sie sind auf Bet Shamesh gelaufen.
Man sieht das auch wieder auf unserer Karte. Und dann sind sie auf das Feld gekommen vom Joshua und der hat sich natürlich gefreut. Hey, die Bundeslade kommt wieder, so cool, oder? Die haben gerade das Feuer gemacht, das Opferfest und Gott Danke gesagt und alles und Zeug und Sachen. Und dann steht dort so beiläufig, oder? Sie schauten die Bundeslade an. Ich habe mir jetzt überlegt, oder? Vielleicht könnte ja sein, wenn sie so lange 7 Monate weg sind, oder? Und 7 Monate, das ist wirklich die übelsten 7 Monate für Philister. Und dann kommt die zurück und dann haben sie gedacht, weißt du was, vielleicht haben sie ja etwas rausgenommen. Wir schauen vielleicht mal rein. Jetzt nur so zur Info, wer weiß genau, was noch alles in der Bundeslade ist? Wäre es vielleicht noch gut, 1., 2., 3., 4., 5., 6. Mose auch noch zu lesen, oder? Damit man das weiss. Nein, es sind nicht 6. Aber ja. Oder vielleicht haben die ja drin hineingeschaut, um zu schauen, da ist ja der Aaronstab ist noch da, da hat es ja noch ein bisschen Manna, super, da die 10 Gebote sind auch noch da, tipptopp, oder? Deckel wieder zu. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall, sie haben die Bundeslade unwürdig, unehrenhaft behandelt und es sind 70 Leute gestorben, sogar Israeliten. Krass. Und die Israelis, die haben das doch nicht verstanden, die Israeliten. Denkt, hey, wer kann vor Gott bestehen? Wer überhaupt? Philister nicht, wir nicht. Wir haben sie sogar dabei gehabt, trotzdem verloren. Kann überhaupt jemand in der Nähe des Herrn, dieses heiligen Gottes, leben? Völlig desillusioniert, desorientiert über den Herr, über den Gott, wo sie haben. Haben sie die dann weitergegeben, die Bundeslade, da sind sie es dann holen und dort ist sie nachher geblieben, die Bundeslade. Das ist in Kiriat Jearim. Dort ist die Bundeslade geblieben. So, die Reise der Bundeslade, eine rechte Geschichte, die man da im Alten Testament findet, über Götter, über Jahwe, was er ausrichtet, über heilig und unheilig. Also ich weiß auch nicht, es ist so spannend im Alten Testament immer wieder reinzulesen und zu überlegen, hey, was haben die und ich meine, ja. Und was war's? 20 Jahre ist die dort gewesen. 20 Jahre waren vergangen, seit die Bundeslade nach Kiriat Jearim gebracht worden war. Enttäuscht, wütig, beleidigt. Gott hat gar nicht unseren Willen tun. Wir haben ihn doch so schön am Rückspiegel gehabt, so schön in unserem Heerlager und er macht wieder nicht, was er will. Und es war eine Zeit von diesen 20 Jahren, wo es dem Volk Israel nicht gut gegangen ist. Obwohl die Bundeslade wieder in ihrem Land war, wo es dann heisst, in dieser Zeit litten die Israeliten große Not. Ja, wahrscheinlich auch von den Philistern. Die haben den Kampf ja verloren, haben sie unterdrückt. Und dann schrien sie zu Gott um Hilfe. Und plötzlich kehrt die ganze Geschichte. Es ist nicht so, wow, wir sind die coolen Krieger, Mann, jetzt langt es nicht ganz, wir nehmen noch einen Talisman mit, Bundeslade, jetzt machen wir es, oder? Sondern es ist ein ganz anderes Verhältnis und es hat 20 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Und zwar diesen da. Hey, wir können es nicht allein. Oh Herr, hilf uns! Und jetzt stimmt das Verhältnis wieder zwischen seinem Volk und ihrem Gott. Weil er ist der einzige Gott, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und er ist der, der das Volk Israel rausgeführt hat. Er ist der, der aus dem Volk eine riesige Geschichte gemacht hat. Aus einem einzigen Mann hat er ein Volk für sich bereitet. Er hat sie erwählt. Und er ist nicht einfach nur ein Anhängsel, der dann macht, wenn ich will, oder? Und da merken wir, Bundeslade allein zu besitzen, ist überhaupt keine Garantie für ein gutes, erfülltes Leben und so weiter. Und jetzt in dieser Zeit, wo sie das langsam checken, wo es langsam klar wird, hey, irgendetwas stimmt nicht, komm, wir beten, wir schreien um Hilfe und der Druck ist so groß. Da kommt in unserer Geschichte Samuel wieder rein. Und der Samuel kommt zu Wort, ein Mann, wir haben es gehört, der eine Beziehung zu Gott gepflegt hat, der auch erwählt ist von Gott. Einzelne Propheten hat Gott immer wieder erwählt, zu seinem Volk zu reden. Und zum Teil ist das Volk so verstockt, dass es dann die umgebracht hat. Ich meine, krass. Beim Samuel, er hat Glück gehabt, das war nicht sein Schicksal gewesen. Und sie haben auf ihn gehört. Und er bringt es nachher auf den Punkt. Das lesen wir jetzt. Da sagte Samuel zum Volk: Wenn ihr euch wirklich
von ganzem Herzen wieder dem Herrn zuwenden wollt, dann schmeißt doch mal alle anderen Götter fort. Und dann ist mir, oder? Dann habe ich gedacht, ja, ich meine, oder? Als ich das gelesen habe, die haben noch andere Götter gehabt. Ja, noch eine kleine Statue da und noch ein bisschen da und so ein bisschen, oder so mein Götterfenster da und dann mache ich noch ein paar Kerzen an. Ja, die und da einen haben wir dann noch. Versteht ihr, das ist mir erst mal bewusst worden, dass die gar nicht, die haben ja allen anderen Göttern angedient, die genau gleichen Götter wie die Philister. Ist mir schon klar, dass das jetzt da nicht funktioniert hat, oder? Aber manchmal braucht es bei einem selber, das sind ja die blinden Flecken, oder? Bei einem selber braucht es dann halt vielleicht 20 Jahre, bis du es merkst, von außen. Wir können gut in das Alte Testament hineinschauen, übrigens mal so am Rand eine Parathese. Am Rand so, oder, ja, die wieder, oh, siehst du, was machen die wieder, oder ich wüsste ja schon lange und so weiter, oder? Aber wenn es dann um dein Leben geht und um dein Daheim und im Übertragungsraum, dann haben wir plötzlich einen blinden Fleck und denken, ja, nein, so schlimm ist das nicht und das ist schon ein bisschen und so. Und das ist so wichtig, das Alte Testament ist ein Bilderbuch für uns zum Schauen, wie es denn geht und wie es denn ist. Das Volk Israel räumt auf. Du bist im Fall noch viel zu früh. Entschuldigung. Nur nicht zu spielt sie nach einer halben Stunde. Sorry. Richtet euer ganzes Leben nach dem Herrn aus und gehorcht ihm allein. So wird er euch von der Herrschaft der Philister befreien. Da warfen die Israeliten ihre Götterfiguren von Baal und Astarte weg und verehrten nur noch den Herrn. Und das ist der Punkt der Geschichte. Die haben aufgeräumt in ihrem Leben. Die haben aufgeräumt mit anderen Göttern. Der Samuel bringt es einfach voll auf den Punkt. Schau, das Problem ist nicht das, sondern das Problem ist, dass ihr mehreren Göttern dient. Und Gott ist der einzige Gott. Ihr seid sein Volk. Ich, der Vater im Himmel oder der Gott, Jahwe, ich habe euch als Volk erwählt. Und ihr dient mir und ihr dient niemand anderem. Das ist der Deal. Und dann braucht es wieder mal einen Samuel oder sonst einen Prophet, der sagt, und natürlich, ich meine, das ist ja das Coole, Gott hat das Volk Israel brutto erwählt, oder? Nicht nur die guten Taten und das, sondern das Ganze. Darum hat er auch nicht gesagt, weißt du was, keine mehr, oder? Also ich nehme es Neues. Also er hat einmal so eine kleine Schwierigkeit gehabt, aber nachher hat er immer, ist mit dem Volk gegangen, oder? Und das ist es einfach, oder? Und natürlich, stellt euch das vor, natürlich ist es so gewesen, die haben ja das Heiligtum gehabt und dort haben sie geopfert und so weiter. Und ihr kennt ja die Geschichte ganz am Anfang vom 1. Samuel, wie schlimm das dann auch die Priester sind und so schlimm ist das Volk gewesen. Und nach außen hat das ja super ausgesehen. Aber es ist nur Religion gewesen, es ist nur so ein Kreuzchen am Rückspiegel gewesen, nur so eine gute Form. Aber alles andere, tief drin, ist mit anderen Göttern unterwegs gewesen. Und ich werde euch das ein Stück weit in einem Bild zeigen, damit ihr wisst, von was ich eigentlich rede. Oder? Wir haben da, das ist die Erde, Baum. So, und da haben wir das Heiligtum. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesehen hat, aber etwa so. Oder? Und da hat alles super ausgesehen. Wenn du hergeschaut hast, die Opfer, die haben glänzt. Es hat alles super ausgesehen. Man könnte so ein bisschen Strahlen machen, oder? So ein bisschen in die Richtung. Das war alles gut gewesen. Ich zeichne jetzt noch den Keller. He? Jetzt da so eine Tür, die gegen oben aufgeht und dann da so ein Stegen runter in den Keller. Und ihr wisst ja, wie Keller sind, oder? Keller haben so Abteile, wo man so durchschauen kann, oder? So die Holzlättchen. In der Schweiz ist das immer so, oder? Da hat man da die Holzlättchen. So, hä? Da hinten. Götzen, schreiben wir das mit Headset? Ja, gut. Götzen haben wir auf der einen Seite, oder? Und das ist ja klar, oder? Da haben wir eben die mit A da, Astarte. Dann haben wir da den Baal.
mit 2a. Und da haben wir den nächsten und den nächsten und den nächsten und so weiter. Das sind alle Götzen in diesem Abteil, oder? Und die sind ja durchlässig, die Abteile. Und das da sind Sünden. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Ich erzähle das ja immer wieder. Wir haben hier ein Ziel, da ist der Mittelpunkt, da wäre das Ziel hinzutreffen, also da würde der Pfeil etwa so aussehen. Oder? Das wäre ein Zieltreffer. Und Sünde ist, wenn du zielst und du triffst eben nur da und der Abstand da. Das bedeutet das Wort Sünde. Oder? Das heisst, also, sie sind leicht daneben von dem, was Gott eigentlich von ihnen wollte. Oder? Zum Beispiel beim Baal. Die Taten vom Baal waren Kidsopfer, oder? Da haben wir ganz sicher alles, irgendwelche Taten und Opfersäulen und Zeug und Sachen. Also wenn du durch das Volk, durch das Land Israel gegangen bist, unter den grossen Eichen haben sie Altare gehabt. Sie haben sogar Opfersäulen aufgestellt, wo sie regelmäßig Opfer gebracht haben. Oder? Also nebst dem, oder? Da haben sie sich schon auch sehr Mühe gegeben. Oder? Das ist schon klar. Und jetzt kommt der Samuel, das ist jetzt eben der Prophet, oder? Da kommt er mit seinem Röckli daher, oder? Da kommt er und sagt, hey, tünt euren Keller aufräumen. Tünt euren Keller aufräumen. Das kann nicht so weitergehen. Das nützt nichts, wenn es da oben glänzt. Ganz, ich will auch den Keller haben. Oder wir reden ja manchmal so das Lebenshaus, Schlafzimmer, Büro und Zeug und so, oder? Aber der Keller ist eben entscheidend in dem Ganzen hinein. Und so haben sie das weggetan. Sie haben das rausgerührt, oder? Und auch wenn sie das besondere Volk rausgenommen sind und so weiter, er hat trotzdem wollen, meine Erwählung langt schon, dass ihr überhaupt Bundesladen aushaltet, oder? Aber ich will trotzdem, dass ihr euren Keller aufräumt. Das ist so die Situation. Jetzt könnten wir ja mal auf heute schauen, he? So mit dem Talisman und so. Es ist auch ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit, wo man merkt, hey klar, wir, du und ich da innen und am Livestream und im weißen Raum, wir sind Ekklesia, die herausgerufenen Heiligen. Gott hat uns berufen. Eine kleine Parallele zum Alten Testament, das Volk, das er berufen hat. Wir gehören dazu. Wir sind errettet. Im Himmel werden wir uns wiedersehen. Wohnungen werden für uns gemacht. Wir gehören zu dem Volk. Wir sind der Lieb auf Erden. Wir bauen sein Reich. Wow, das ist der Hammer und das ist wahr in alle Böden hinein, oder? Aber wenn in unserem Keller etwas drin ist, nimmt das im Glauben auch Kraft. So wie im Volk Israel ja auch. Und beim Volk Israel ist es ja auch das erwählte Volk gewesen, und darum haben sie die Bundeslade und das alles können aushalten. Bei den Philister ist das etwas anderes gewesen. Die sind nicht heilig gewesen, nicht erwählt. Darum hat es gerade Pestbühlen, also einfach Bühlen gegeben und so weiter. Und da ist es so wichtig, dass auch wir in unseren Keller hineinschauen. Klar, unsere Götter, das ist nicht der Baal oder das Astarte oder der Dagon oder irgendwie so etwas, oder? Aber in der letzten Zeit, 1,5 Jahre, habe ich gemerkt, da sind andere Götter bei uns herum, wo wir sehr, sehr, sehr viel würden opfern. Und zwar einen davon habe ich jetzt, ich picke jetzt einfach raus. Das ist etwas Wichtiges, dass du für dich überlegst, wie es in deinem Keller aussieht. Ich weiß es ja nicht, außer Gott würde es mir gerade zeigen und etwas würde treffen, könnte ja sein. Aber du darfst das auch gerne erweitern mit den Sachen, die in deinem Herz, du merkst jetzt dann, auf was ich raus will, und vielleicht hast du ganz etwas anderes, als ich da jetzt aufschreiben oder so. Oder? Auf den einen Punkt, was ich gesehen habe, ist Gesundheit. Oder wo wir sagen, hey, Gesundheit ist so wichtig. In den letzten 1,5 Jahren, wir reiten ja nur auf der Gesundheit. Wir würgen fast Wirtschaft ab, damit wir gesund sein können. Wir gehen alles ein und sind dafür und dagegen und kämpfen, aber es geht immer um Gesundheit. Und dahinter ist die Angst vom Krankwerden, vom nicht gut und alles, oder? Und ich meine, ich bin so dankbar für den Bundesrat, der hat ja eine Balance. Oder? Weil der zweite Gott in unserem Leben ist die Wirtschaft. Der Wohlstand, oder? Den würde ich jetzt gerade da reinschreiben.
Und das ist ein richtig schwieriger Job für den Bundesrat, oder? Der Wohlstand, also die Wirtschaft, ich meine, ich weiß ja, wir müssen ja funktionieren und es muss Umsatz geben und es muss laufen und so weiter, oder? Und dann die Balance halten, wie viel Gesundheit mag es denn leiden und wo müssen wir die Wirtschaft wieder auf und ab und über. Aber ich habe gemerkt, so viel Streit, oder? Wenn es dann ans Leben geht, an deinen Wohlstand und an meinen Wohlstand und an mein Gutfühlen oder das, Gesundheit ist vielleicht noch ein bisschen mehr gemeint, so der gesunde Lifestyle. Ich habe ja ein Bild da mitgenommen. Kannst du das nochmal einblenden? Das finde ich so, dass die Frau dort, ja, noch eins weiter. Genau, da die Frau, oder? Sportlich, mit dem Kaffee gleich immer erreichbar. Das ist so, wow, oder? Die ist cool, schlank und ist voll erfolgreich. Wahrscheinlich hat sie noch 4 Kinder und alles läuft super, oder? Und oder? Das ist so ein bisschen der Lifestyle. Ich bin gesund, ich bin dynamisch, ich bin, wow. Und das ist das, was in unseren Köpfen ist normal. Und das ist nicht normal. Dass das so ist, das ist irgendetwas aufgesetzt, oder? Und dazu kommt dann der Wohlstand, so dass, ja, mein Geld muss im Fall immer mehr einbringen und hast schon Bitcoins gekauft oder hast noch das andere oder dieses und jenes, ja, Hauptsache ich mache Gewinn am Schluss, oder? Damit ich im Alter Vorsorge habe und so weiter. Und der Bundesrat, der muss da mischen, also ich will nicht tauschen, ehrlich gesagt. Und wir brauchen beides, das habe ich gesagt. Jetzt ein dritter Punkt, bei Wohlstand, da muss ich noch etwas bringen. Wir sind ja in der Ferien gewesen. Das ist jetzt, haben wir noch? Ja. Wir sind in der Ferien gewesen. Und wir sind Wellnessen. Ich habe jetzt extra kein Bild von diesem Wellness-Hotel rein tun. Ich habe es drin zuerst, dann wieder rausgenommen, weil ich denke, ich will euch ja nicht eifersüchtig machen. Aber es ist wirklich der beste. Das war eine Sensation. Wirklich. Und Luxus pur. Weißt du, das ist so ein Hotel, wo du herfährst, den Schlüssel gibst und dann fahren sie mit dem Auto weg und das Nächste, was du erlebst, ist, dein Gepäck ist schon im Zimmer. Und das ist jetzt alles parat und wenn sie noch ein Güppli und einfach wow, oder? Und irgendwann dort überlege ich mir, wie viel Geld geben wir jetzt genau aus für die 4 Tage? Ich sage es euch jetzt nicht, ihr könnt das selber googeln. Aber der Punkt ist, wir sind uns ich habe gestern eine Sendung geschaut, dass in einem Land in Afrika Schulgeld von 5 Franken gibt. Oder? Also die können in die Schule, die Kinder, das ist schon mal eine riesige Sensation, weil die leben die Lehmhütten auf dem Boden und haben nichts. Und das Schulgeld ist ein 5 Lieber. Ein 5 Lieber. Und die können sich das nicht leisten. Die Älteren. Ein 5 Lieber. Ich meine, sorry, das ist ja 2 Liter Benzin. Und dort ist mir bewusst worden, ich gehe gern, und ich habe das auch, wir haben das ja besprochen, ein Stück weit, dass wir sagen, hey, wenn wir wieder so in die Ferien gehen, das kann nicht sein, dass ich so dekadent da bin. Also ich meine, es ist ja fein und super, ich genieße es, aber hey, dann muss mindestens ein Teil von dem, was wir da ausgeben, das muss irgendwann den anderen dienen. Das muss irgendwie etwas rauskommen aus dem. Ich will nicht mehr so in dem Wohlstand, ich will den Götz brechen, in dem, dass es mich halt noch mehr kostet, wenn ich so Ferien mache und das in einen Guten investiere. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin da, oder? Da bin ich daheim, das wäre meine. Ich könnte sogar noch 2 Farben, oder? Das ist meine. Oder? Und was hat denn der Wohlstand für Daten da hinten, oder? Das ist Geiz. Oder? Hauptsache mir geht es gut, ich kann und ja, weißt, und dann kann ich noch einen Tag länger und so weiter, oder? Da bin ich daheim, oder? Und ein schönes Auto und alles, oder? Verstehen ihr? Das sind die Götzen der Modernen. Die sind keine Statuen mehr, die man anbetet, aber es ist ein Lifestyle, den man unbedingt generieren und da und dort und dann. Oh, ich könnte 100 Beispiele machen, aber ich will ja niemandem zu nahe treten. Wisst ihr, das ist cool, wenn so Zeug predigt ist. Der Geist Gottes, der wird es euch zeigen. Wo es dich tüpft, mich jetzt da tüpft bei dieser Vorbereitung. Wir müssen sagen, da muss ich etwas ändern. Und dann das Dritte, was mir da wirklich noch auch in den Sinn kam, ist die Freiheit. Und gerade jetzt im letzten halben Jahr, ich weiß nicht, da ist plötzlich die schweizerische Freiheit, oder? Ich meine, die darfst du nicht antasten, dann kommen sie mit der Kuhglocke. Du. Und wenn du weg hast, schlünzt sie noch damit, oder? Und da ist wirklich krass, wenn die schweizerische Freiheit, die da drin ist, der Gott, hey, mir schnarrt niemand rein. Ist das klar? Für das habe ich den Kräutli-Schwur gemacht.
Entschuldigung. Aber versteht ihr, das ist so etwas, hey, ich, mir, mein, es geht um mich, ich weiß, was richtig ist. Und wisst ihr, was der Punkt ist dahinter? Es geht ja gar nicht unbedingt um diese Sachen, sondern es geht um Angst. Angst, nicht dem Mainstream zu genügen, krank zu werden und so weiter. Angst, Mangel zu haben und vielleicht zu kurz zu kommen. Angst, eingeschränkt zu werden. Ui. Und da, oder, das sind dann so quasi Sünden, oder, wo dann da, ihr habt es ja schon verstanden, wo da übergehen ins Zweite hinein. Und so sieht vielleicht unser Keller aus. Und wisst ihr was? Ich bin ja Pastor und kann gut den Götze in meinem Keller haben. Das funktioniert super. Ich kann da hinten fromme Texte schreiben und Bibel lesen und ich kann auch den Lifestyle haben und das integriert sich so easy ins normale Leben. Und auch ins christliche Leben. Ich gehe doch regelmäßig in die Kirche, bin immer brav und alles und Zeug und Sachen. Aber da unten, im Keller, oder? Wir reden jetzt vielleicht da, oder? Könnte man sogar sagen, auf meinem Dach hey, hat es ein Kreuz, oder? In meinem Leben hinein. So wie bei den Israeliten. Die haben ja außen auch ihre Bundesladen eingepackt und Gottesdienst, Opferdienst gemacht und alles. Die haben Prediger gehabt und Zeug und Sachen. Das hat super ausgesehen. Und das sieht bei mir auch super aus. Und gleich habe ich immer wieder die Gefahr, da irgendwo reinzukommen. Wo bist du echt anfällig? So einen Schleichenden, oder? Es ist ja nicht immer so, heute entscheide ich mich, das ist, oder? Sondern es schleicht sich so ein bisschen an, es geht so in unser Leben hinein und so. Und dann wird das Religion. Und das ist vielleicht auch, ein Götz vielleicht nicht, aber das nennt man vielleicht Religion, oder? Ich wüsste jetzt nicht, vielleicht könnte man es da noch so. Das ist Religion. Wenn ich am Morgen eine Bibel lese, wird sicher nicht so ein guter Tag. Da hat Gott nicht keine Freude, oder? Und, heute habe ich eine Platte im Auto, oder? Das war wahrscheinlich, weil ich gestern nicht, weiß nicht was gemacht habe. Dann wieder mal vergessen, in den Gottesdienst zu gehen oder nicht regelmäßig beten oder irgend so etwas, oder? Wenn das zur Religion wird, dein Dienst, deine Kirchenbesuche und nicht von Herzen, und da dienen wir anderen Sachen. Und wisst ihr, gerade bei diesen Götzen da, könnten wir Christen, du und ich, Ekklesia, also die herausgerufenen Heiligen, du und ich, könnten sehr entspannt sein. Warum? Könnte mir geschwind helfen? In welchen Händen liegt unser Leben? Jesus, jetzt, genau. In Jesus liegt mein Leben. Er hat jedes Haar gezählt. Und durch Sorgen hast du schon mal eine Elle länger dein Leben verlängert mit Sorgen haben? Nö. Also, wir können recht entspannt sein. Hey, entspann dich, wenn du dich dort führst. Und komm zurück zu Jesus. Bei Wohlstand könnt ihr mir geschwind helfen. Wer hat gesagt, er sei unser Versorger? Ich? Nein, ich bin es nicht, glaube ich, nicht. Es ist Jesus. Jesus ist unser Versorger. Es gibt irgendeinen Vers. Wen den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Welcher Sohn ist das schon wieder gewesen? Ich glaube Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Wir können ganz entspannt durch die Zeit durchgehen. Wir können ganz entspannt hingehen und sagen, hey, den gebe ich ab, den gebe ich ab, den gebe ich ab. Weil da muss Jesus wirken. Und wisst ihr was? Im 1. Korinther 13 steht doch die Liebe. Oder? Und dort steht eins: Die Liebe hat Freude an dem Wort. Und wer ist die Liebe? Jesus Christus ist die Liebe. Und wenn der Jesus, im Alten Testament ist der Samuel gekommen, oder? Und jetzt kommt Jesus. Vielleicht in dieser Predigt, oder? Vielleicht auch sonst im Leben oder irgendwie, oder? Und wenn Jesus kommt und das Größte, was wir machen, wir lügen ihn an. Wir sagen, das ist doch alles super. Schau mal, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, alles gut, hey, boah, Jesus, Bro, und so weiter. Aber Jesus hat Freude an den Worten. Wenn wir sagen, hey, komm mit mir in den Keller.
Und dann sagt er, dein Keller ist kleiner, als ich gedacht habe. Aber ich war schon bei den Israeliten im Keller, der hat dann ausgesehen. Weißt, er kann mit dir umgehen, er kann mit deinem Keller umgehen. Wir können ihn ohne Problem reinnehmen und da oben gerade vorbei, ab in den Keller gehen. Das können wir. Weil Jesus liebt es, mit dir dort aufzuräumen. Das ist sein Job. Sünde auszuräumen und Neues zu pflanzen und alles. Und jetzt sagen dir, hey, wir haben mit unserem Götzendienst gegen den Herrn gesündigt. Und sie haben sich getroffen nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren ist das Volk zusammengekommen. Und sie haben sich getroffen, haben vor Samuel und vor Gott haben sie gesagt, hey, wir haben gesündigt vor dem Herrn. Und wir wollen umkehren, wir wollen nicht mehr. Sie haben Wasser ausgeleert, Opfer gebracht und gesagt, hey. Und der Samuel ist für Israel eingestanden. Und nachher haben sie einen überragenden Sieg gefeiert über die Philister. Und ich weiss nicht, was dich in deinem Leben bedrängt, aber vielleicht ist da eine Wurzel drin. Vielleicht kämpfst du mit Sünden, mit irgendeinem Verhalten und merkst, hey, eigentlich ist es irgendwo ein Götz, und da haben wir ja den unbekannten Götz, oder? Wo man könnte sagen, hey, ja, das ist meine. Und darum, da kommt das Verhalten her. Und Jesus wird all dem begegnen. So wenn er diesen Sachen begegnet, begegnet er auch deinen Sachen in deinem Leben. Und dann hat es einen Moment gegeben von der Reue und von der Umkehr. Ich habe mit meinem Götzendienst gegen den Herrn gesündigt, hat das ganze Volk Israel gesagt. Und wir gehen jetzt auch in eine Zeit hinein, wo so eine Zeit kann sein von Umkehr, von Reue, von hey, es tut mir leid. So wie ich in dem Wellness-Wochenende das erlebt habe. Und das ist ein guter Moment. Es ist manchmal so ein bisschen, komme ich echt zu kurz oder so. Aber es ist Jesus, der da drin hineinkommt. Wenn wir unser Herz aufrichtig Gott hingeben, so wie das Volk Israel dort. Und wenn wir, echt jetzt, wenn wir auch 20 Jahre warten, nicht, oder? Wir können es heute, ist es da, heute kommt er, heute steht Jesus Christus vor der Tür und sagt, hey komm, darf ich in den Keller? Und er ist nicht Polizei oder irgendwie so eine super Terroreinheit, die die Türen einrennt und dann reinkommt und sagt, jetzt gehen wir in den Keller, sondern es ist deine Türe. Und deine Türe hat innen eine Tür fallen und die kannst du auftun. Aussen, das kann ich. Du kannst sie auftun und sagen, ja Jesus, komm du in meinen Keller, räum du auf. Sieg du meinem Versorger auf ein Neues hin. Sieg du meine Gesundheit, lege ich in deine Hand, meine Freiheit, Jesus, du weißt es. Und so will ich euch einladen, heute mit offenem Herz Gott zu begegnen. Und gerade auch in der Worship-Zeit, die wir jetzt drin haben, wir können da einfach Jesus ins Herz hineinlassen. Die Türen aufzumachen und er zeigt das. Durch seinen Geist zeigt das auf. Und wenn nichts ist, freu dich. Go for it. Und wenn etwas da ist, dann bring es. Ich will noch beten zum Schluss und ihr dürft aufstehen. Jesus Christus, danke vielmals. Danke, bist du da und bist du mit uns. Und bist du der einzige Gott. Und willst auch immer der einzige Gott sein. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du durchgehst und zeigst, wo du nicht der Einzige bist, wo wir noch etwas anderes verehren. Und ich danke dir, dass du mit viel Liebe und mit viel Annahme kommst, weil du hast uns ja erwählt. Es geht ja nicht mehr um das. Und die Liebe, die schmelzt unsere Abneigung und unsere Angst weg und kehrt sie um ins Vertrauen. Und das soll heute Morgen passieren, Heilige.